Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zur neuen Division 2 Video. Heute wieder mal ein Bildvideo und zwar habe ich heute euch ein einfaches Bild vorgestellt, mit dem sogar ich legendär spielen kann. Also solo wohlgemerkt, ja. Im Gameplay sagt man, ich habe im Summit 2-3 Stockwerke solo gespielt. Habe es dann natürlich abgeschnitten, weil sonst dauert das ewig. Aber dann sagt man, wie stabil das ganze Ding ist und man ist fast nicht zum Umhauen. Ich habe im Gameplay zuerst mit Modifier gespielt und dann habe ich es ausgeschalten, damit man den Vergleich hat. Und die Modifier, wenn man macht mit dem Fanatiker, das was sich dann nicht sehr bald aufhört, weil die neue Season dann kommt, das ist sozusagen dann für das Bild der Notfallknopf. Das reißt die schon noch mal ein Stückchen aus, dann ist es noch mal ein bisschen nur einfacher, muss ich sagen. Ja. Ich habe deswegen Summit gespielt, weil abschätzbar sind, wo die Gegner herkommen. Muss ich auch zugeben, weil ich bin nicht der Legendärspieler, jeder, der mich kennt, ich mag es lieber ein bisschen chillig. Das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht kann, aber ich muss mich da über so viel aufregen. Also bla bla bla, schauen wir uns das Bild an. So, beim Bild haben wir dann die Spezialisierung. Ganz was anderes. Den Überlebensexperten habe ich jetzt da eine da. Wohlgemerkt, ich sage, das Bild ist für mich baut zum Legendärspielen, weil es mir anders ständig umhaut. Dann machen wir weiter im Text, sage noch ein bisschen was dazu. So, da muss dann, ist falsch eingestellt, das passt, super. Da muss eingestellt sein Sturmgewehr und Maschinenpistole, wobei jetzt da jeder mitnehmen kann, was er lustig ist. Ich habe jetzt halt Maschinenpistolen angelegt, Nahkampf, ja. Glaube ich ganz gut so. Ja, was macht der? Er hat nochmal 10% Schutz vor Elite drin, deswegen habe ich ihn eine da. Und alles andere ist eigentlich ja, Nebensächlichkeit, sage ich jetzt einmal, weil Widerstand gegen Impulsgeber braucht man nicht unbedingt. Was noch interessant ist, Gruppenmitglieder erhalten 10% extra Schaden für Ziele mit Statuseffekten. Wenn jetzt natürlich einer dabei ist, der wo, was weiß ich, ongoing Direktive spielt, oder irgendein so ein Bild, wo man halt Statuseffekte erzeugt, dann wird es ganz lustig, der wird dann auch ein wenig unterstützt. Wie gesagt, ich habe das jetzt solo gebaut, das ganze Ding, also für Solo-Gameplay, für mich. So, die Armbrust ist eh ganz nice, von Haus aus schon, dann wir mal weiter mit dem Bild. Jetzt geht um auf Zeiten, sonst rennen wir die da quer unterkreuz. So, das Bild. So, werde jeder sagen, oh mein, es ist ein einfaches Bild, die Teile sollte jeder haben. Das einzige etwas neuere Teil ist das Spinnenseidenholster, also von Bedrohungsbewaffnung. Und das ist sogar noch nicht so optimal gerollt, weil da ist Kopfschussschaden drauf, da hätte Schaden durch kritische Treffer drauf sein. Aber naja, fangen wir mal von vorne an. Wie gesagt, Modifier aus. Wenn man es mit Modifier spielt, dann natürlich den Fanatiker eine da, dann Missmanagement, dann Poloneser trennen und Fremdbeschuss. Ja, die 4 Dinge Modifikatoren habe ich im Anfang vom Gameplay auch drin gehabt. Wie gesagt, wenn es einer anders macht, macht das anders. Mein Ding war so. St. Elmo. Die St. Elmo, vielleicht Schaden gegen ungedickte Ziele hat es drauf und die St. Elmo ist auf 30. Jetzt wird man sagen, oh mein, ist eh klar, bla. Gut, mag schon sein, dass die dann ein wenig stärker ist wie andere, aber man kann ja variieren. Ja. Das gibt es genauso gut mit der Lexington oder sonst was spielen. Ich habe es mit der Bighorn probiert. Kann ich nicht umgehen damit und stört mir, dass das Fernglasel nicht mehr geht. Ja, ich habe die St. Elmo genommen. Und als Zweitwaffe habe ich die Dark Winter. Auch wieder Schaden gegen undirekte Ziele drauf und ein perfekter Killer hat die Dark Winter. Ist vielleicht jetzt auch mit dem Event oder mit dem Stretch Goal, was gerade läuft, ein paar Sachen, wo man sich vielleicht dann leichter erfarmen könnte. Wobei ich muss sagen, entweder scheißt es mir ständig ab, aber ich krieg da nichts Gescheites in dem Stretch Goal. Also komisch, ne? Komisch. So, dann haben wir da drin Rollerblader Schnellschritt.
Die nehme ich eigentlich nur her, wenn ich von A nach B laufen möchte, weil da rennst du um 20% schneller. So, dann haben wir drin die abgekühlt von Gilligard. Die hat die Besonderheit, dass 2 Mods drin hat. Ich habe tatsächlich auch mal einen 13er Elite gefunden. So, dann gibt er die vom Markensatz her 5% Rüstung gesamt. Dann ist sie auf Rüstung optimiert. Dann Chance durch kritische Treffer drauf und 2 Elite-Schutz-Mods. 13er oder 12er. Was wir halt zusammenkriegt. Beim meisten werden 12er haben. Aber 13er war schon besser. So. Dann habe ich es auch probiert mit der unsichtbare Mann. Ist auch ganz nice. Hast ein bisschen weniger Rüstung. Müsst ihr ein wenig selber durchtauschen. Ich habe die abgekühlt Nummer. Also wenn jetzt einer die abgekühlt nicht hat, dann tut einen unsichtbaren Mann eine oder irgendeine. Oder Bellston Amory ist auch eine gute Wahl. Es geht um das, dass man Rüstungsregeneration hat oder ja, eben der Schutz für der Elite besser ist. So, dann haben wir ein Memento. Der Memento, weiß ich nicht, muss man den noch mal erklären. Der hat auch einen Elite-Schutz-Mod drin. Ja, wie gesagt, wieder ein 13er bei mir. Und da musst du deine Trophäen sammeln. Hast du mal 30 Trophäen gesammelt, dann brauchst du alle circa 5 Minuten eine Trophäe, damit die Stacks erhalten bleiben. Ja. Und dann gibt dir das Ding 30% Waffenschaden, 3% Fertigkeitseffizienz. Mann, doch. Und Rüstungsregeneration hast auch 3%. Jetzt habe ich einen Scheiß geredet, ist eh wurscht, aber 30% Waffenschaden stimmen definitiv, dass 30% Fertigkeitseffizienz zusammenkommen, ist mir neu, aber 3% Rüstungsregeneration hat er tatsächlich wirklich. Was für uns interessant ist, ist die Rüstungsregeneration und eben die 30% Waffenschaden mehr. So, dann habe ich drin in der Brust die Fenris Group. Sturmgewehrschaden 10% erhöht, alles auf Rot, Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer und einen Schutz vor Elite-Gegnern Mod. Da haben wir dann die Talente, also das Talent unzerbrechlich habe ich drauf. Wenn der Rüstung bricht, steigt da 95% der Rüstung wieder her. So, also mit dem Set hast du dann praktisch 2 Millionen Rüstung und wie gesagt, einer kommt vielleicht dann ein. Also die meisten dann halt dann drauf vernichtend. Ich hab's auch für da, weil eben schneller umfall und immer daneben schieß und bla. Unzerbrechlich war für mich die beste Wahl. So, dann haben wir improvisierte Handschuhe. Die improvisierten Handschuhe haben drauf, also habe ich so oft gerollt, dass ich Schaden habe, also Waffenschaden, dann Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer und einen Schutz für Elite-Gegner Mod. Bei jedes improvisierte Teil hat zusätzlich einen Mod-Platz. Und genau deswegen habe ich es genommen. Da müsst ihr ein bisschen craften, aber eben Stretch Goal, haben wir einen Haufen Materialien gekriegt. Und dann kann man ein bisschen an die Werkbank und ein bisschen Kräften anfangen. Wie das dann geht, sage ich euch noch ein kleiner, falls einer noch nicht weiß. So, dann haben wir, wie gesagt, Bedrohungsbewaffnung. Da ist auch wieder 5% Waffenschaden mehr, Waffenschaden 15%. Und dann, ja, Kopfschussschaden ist da drauf, sollte Schaden durch kritische Treffer drauf sein, habe ich nicht gekriegt. Mal schauen, vielleicht kriege ich es noch. Und Chance auf kritische Treffer. So. Wenn einer sagt, boah, es ist mir zwäng Rüstung oder so, dann dazu halt nochmal bei den improvisierten Teile ein blaues Ding dazu, dass 3 blaue habt. Ich habe jetzt halt das Ganze, Knie brauchen wir noch, improvisierte Knieschoner, Schutz für Elite wieder drauf, Schaden durch kritische Treffer, Chance auf kritische Treffer und so passt es. Dann habe ich die Brandgranaten, auch ganz nice, vom Überlegensexperten, einen Wiederbeleber-Hive und ein Schild. Beim Schild muss man sagen, schaut drauf auf, dass da die Mods drin habt, Regeneration im Holster, ja, und dann haben wir da Schild Lebensenergie und nochmal Regeneration im Holster. Findet es dann auch nicht, was lustig ist oder Schild Lebensenergie nochmal draufklatschen. Ich habe halt auch wieder, dass es schneller wieder verfügbar ist. Das ganze Ding ist auf Rang 3. Wenn euch das Schild so zu schwach ist, dann gibt es viele Variationen. Entweder, ja, wie gesagt, machen wir so machen. Bei den Werte her. So, ich habe jetzt auf alle Fälle geschaut, dass das Maximum von Schutz vor Elite rauskitzelt. Bei 80 ist das Cap.
ich könnte jetzt einen Mod außer dort, dann hätte ich 72%. Ich schenke jetzt praktisch irgendwo ein bisschen an Schaden her. Meine Entscheidung war halt einfach, die Schutz für Elite Vollgas auf zum Füllen. Wo es jetzt die Gaudi ist, wenn es lauter 13er Mod hat, dann kannst du tatsächlich einen Mod sparen. Aber ich habe halt gerade 2 13er, wo dessen ist jetzt so ausgegangen. Also, dann kannst du meinetwegen dann, wenn du, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 13er Mods rein tust, dann hast du 65 plus Spezialisierung hätte man 75. Ich denke, das da lange, die 5% kennt man nicht mehr so stark. Dann kannst du noch ein Jessica-Teil dazu tun, damit die Werte von der Elmo höher werden. Oder meinetwegen Grupo Sombra-Teil. Ja. Ich habe auf alle Fälle jetzt auf der Elmo 55% Chance auf kritische Treffer und 96% Schaden durch kritische Treffer. Ist jetzt nicht die Welt. Es ist ja auch nicht unbedingt jetzt das Damage-Bild, sondern ein Bild, wie ich heute versucht habe oder wie ich legendär gespielt habe. Wie gesagt, ist nicht so einfach für mich und so schaut das Ganze aus. Relativ einfach zum Zusammenbauen. Das Einzige, was man halt ein bisschen haben muss, ist die Memento und die St. Elmo. Aber ich denke, wenn du ein Memento nicht hast, dann kannst du du hast jetzt das Ding entweder das Geschenk oder Grupo Sombra, irgendetwas, was halt deinen Schaden erhöht. Ich darf halt schauen, dass ich ein blaues Rüstungsteil auf dem Rucksack noch mit drauf habe. Vielleicht ersatzweise Blutsauger-Talent, ja. Also, was weiß ich, ein Jessica-Teil mit Blutsauger drauf. Dann jetzt mal, wenn es dann umklatscht, kriegst du Bonusrüstung oder so in der Richtung, ja. Ist vielleicht nicht so. Ja. Ist wieder so, ja. Wie gesagt, ja, ich rede schon wieder einen Haufen Blech ein. Wo ich jetzt noch euch sagen wollte, muss ich die improvisierten Teile, wenn das noch einer nicht mitgekriegt hat, da gehst du auf Handschuhe. Da war's. Da, sonstige, ja. Improvisierte Handschuhe und da kann man sich Dinge herstellen. Musst halt ein paar Mal draufdrücken, weil das droppt immer in einer anderen Mischung. Also das kann dann schon ein bisschen dauern, bis man das richtige hammergebracht hat. So, ich finde, oder wie gesagt, ich sage, das Set ist gut. Macht so viel Damage, dass es gelangt, aber ist halt kein Brachial-Damage-Set. Ja. Vorschläge habe ich, oder ja, Kommentare unten reinschreiben. Vorschläge nehme ich immer gerne an. Wie gesagt, ich habe es jetzt so gespielt. Einer sagt dann wahrscheinlich, ja, du hast Jessica Knie eine. So in der Konstellation bringe ich so für mich am meisten Schaden raus. Mit der Jessica, okay, hast wieder mehr Chance drin. Mal reinklatschen, wie sich die Werte dann ausschauen. Dann hast du 60er Chance, 108, okay. Waffenschaden, ich habe es an den Schießstand probiert. Wie gesagt, macht es wie es lustig seid. Mit dem Holster, was ich drin habe, hat es Grundschaden mehrer. Oder ja, Waffenschaden her. Wenn man jetzt da auf der Seite sieht, da hat es 130, mit dem anderen hat es 128, ist jetzt auch nicht so brachial. Wie gesagt, soll der Inspiration sein und nicht, das müsst ihr jetzt genauer so bauen, gell? Also, wie gesagt, habe jetzt drin gehabt. So. Das war's nicht. Ich habe alles ein wenig durchprobiert und da hat das halt. So, jetzt auch. Ja. In dem Sinne, jetzt kommt noch ein bisschen Gameplay, dass ich keinen Scheiß nicht verzeiht habe. Und ja, man sieht sie vielleicht im nächsten Video. Also, Servus für euch. So, was ich gleich am Anfang sage, ich habe das Gameplay erstmalig zusammengeschnitten, weil sonst war das Video 40 Minuten lang geworden. Da ich aber nicht scheiß und auch nicht beschissen habe und das zu Beweis, ich tue das ganze Gameplay von dem Legendärspiel mit dem Set extra als Video rein. Da kann es der eine oder andere, wenn es interessiert, anschauen. Und jetzt habe ich praktisch ein Stickerl mit dem Modifier, wie man sieht, und ein Stickerl ohne Modifier. So wie ich am Anfang gesagt habe. Ich wünsche euch viel Spaß und sieht sie hoffentlich beim nächsten Mal. System
mir schnapp. Mein Elite-Schutz glüht heiß, jede Kugel wird zum Witz. Ich bleib stehen wie ein Berg und geb den letzten Schlitt. Kein Ausweichen nötig, ich halt die Linie breit. Jeder Gegner, der mich sieht, bereut den ersten Fight. Ich bin kein Quetschmagier, doch mein Body stimmt. Wenn ich reingehe, weiß jeder, ihr kommt, aber ich gewinne. Ich bin unaufhaltbar, Elite-Breaker im Sturm. Mein Bild ist ein Bollwerk. Ich selbst bin der Turm, stabil wie Titan, schadentief wie ein Schlag. Legendär, ich lach drüber, ich gewinn jeden Tag. Wenn die Wellen überrollen und der Raum untergeht, bleib ich stehen, ohne Zocken, weil mein Herz weiter schlägt. Dicke Westen, egal, Granaten, ein Lächeln, ich bin der Agent, der das Chaos zum Schweigen bringt. Ziel auf Gegner! Ich bin unaufhaltbar, Elite-Breaker im Sturm. Ich push durch die Korridore. Ich bin selbst der Norm, mein Sturmgewehr hält Kurs. Mein Wille bleibt stark, legendär liegt mir zu Füßen. Ich entscheid jeden Tag. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. System reaktiviert. System gedrosselt. Da hinten, da ist einer. System wiederhergestellt. System Fehlfunktion. Das Feuer! System reaktiviert. EMP-Störgerät in der Nähe entdeckt. Kein Modifier, kein Boost, ich geh komplett allein. Kein extra Schild, kein Bonus, und ich empfange. Legendär im Summen und die Gegner drücken hart. Doch ich steh da ohne Rüstungshilfe, voll am Start. Kein Bluff, kein Trick, kein künstlicher Bonus, und meine Platte, meine Hände, meine Fokuszone. Nackt gespielt, heißt alles kommt von mir. Kein System, ich oben nur ein eigenes Getier. Nackt im Sturm, legendär und ohne Gnade.
Nackt im Sturm, legendär und ohne Gnade. Kein Los, kein Not, ich kämpf auf meine eigenen Parade. Elite-Schutz im Herzen, Sturmgewehr im Lauf. Wer so spielt wie ich, der gibt niemals auf. Feuer, denn nichts an jedem Preis. Zu rennen, das ist echtes Gewicht. Ich bin pur ungefiltert und fall trotzdem nicht. Nackt im Sturm, so spiel ich Division 2. Nackt im Sturm, so spiel ich Division 2. Legendär und brutal und ohne jede Hilfe dazu. Mein Sturmgewehr atmet Feuer, mein Wille bleibt hart. Ich bin der Agent, der nackt die Legenden bezwingt. Jede Art. Jede Systemfehlfunktion. Kugel in der Luft. Spürst du das? System wiederhergestellt. Kopf ist weg vom Fenster. Hey, kein Dörfer. EMP-Störgerät zerstört. Wenn ihr es bis dahin geschafft habt, sage ich vielen Dank. Abo oder Like immer gern. Vielleicht sieht man sich beim nächsten Video. Habe die Ehre. kann den ganzen Tag so weitergehen. Exhaustiert! Eintreffende Verstärkungsanforderung.
Neutralisiere Ziel.